Hallo liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Runde Klemmbausteine mit mir, eurem Serial von brack.ch. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Es ist nämlich 2 Wochen vergangen, seit wir hier zusammengekocht sind und an unserer Orchidee gebaut haben. Und letzte Woche habe ich ja gesehen, ist Steffi und Garo hier gewesen, haben mich ehrenvoll vertreten. Und ich glaube, das war eine ganz lustige Runde gewesen, die zwei gegeneinander mit Pokémon. Nanoblocks, Pokémon am Zusammenbauen. Hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Und ich hoffe trotzdem, dass ihr jetzt mit mir wieder rauskommt, weil jetzt bin ich ja wieder da, jetzt habe ich keine Ferien mehr, jetzt ist einfach wieder der normale Alltag. Und wir chillen. Wir bauen ein bisschen weiter so an unserer Lego Orchidee Botanical Collection. Gibt es ja als Body. Letztens ist sogar ein Kaktus rausgekommen. Habe ich recht witzig gefunden. Vielleicht bauen wir den auch mal noch einmal zusammen. Jetzt momentan bleibt es bei dieser Orchidee. Und ich glaube, wir schauen gerade mal, wie weit das wir da sind. Ich habe irgendwo hier aufgehört. Das deckt sich auch ein bisschen mit dem, was wir hier haben. Also wir haben unten dran die Vase gemacht, dann da die lustigen Wurzeln, die ja die Orchidee hat, die immer so aus dem Topf rauskommen und relativ gruselig aussehen. Und die ersten Stämme, die wir gemacht haben. So, dann stört das nicht so gross da. Und sieht ganz genau aus, als käme jetzt einfach ein weiterer Zweig dazu. Gut, habe ich mal beim richtigen Platz schon aufgeschlagen. Fantastisch. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Wir haben einen gemütlichen Start im Tag gehabt, soweit. Sind beim Arbeiten, haben vielleicht frei, wer weiß. Wobei sich ja nächste Woche, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder ist es übernächste Woche? Anfang Juni ist doch Pfingsten. Der wird sich sicher lohnen, Ferien machen. Ich habe jetzt meine schon gehabt. Gibt es halt keine, ist nicht so tragisch. Dafür gibt es ein bisschen Zeit, um mit euch Lego zusammenzusetzen. Und die Zeit ein bisschen zu genießen. Ich hoffe auch, ihr habt am Dienstag eingeschaltet. Dann ist ja die erste Folge vom Pen & Paper Podcast. Nennt sich jetzt übrigens Federpapier Drachen. Ihr werdet es sehen, die ersten, die vielleicht auf YouTube schauen. Wir sind jetzt dort auch vertreten auf Spotify damit. Ich finde jetzt im BOD hier auf Twitch natürlich. Würde mich freuen, wenn ihr dort mal reinhört und ein bisschen Feedback gebt, wie ihr es so gefunden habt. Zu der technischen Seite kann ich sicher schon mal vorab nehmen. Es ist eine Pilotfolge. Man kann es besser machen von der Qualität her, was mit dem Mikrofon zu tun hat. Aber das nächste Mal kommt das garantiert noch besser. Nichtsdestotrotz, hört rein, es ist also nicht so schlimm, wie es jetzt klingt. Wirklich nicht. Für die Pilotfolge geht das durchaus durch und ist eigentlich ganz gut rausgekommen. Meiner Meinung nach zumindest. Was ist das eigentlich? Das ist auch eine Knospe. He? Also ich kann es jetzt eigentlich nicht gross da reinheben, weil es zoomt nicht. Ich habe extra geschaut, dass das da unten schön scharf bleibt für das Mal. Aber der hebt nicht so richtig. Das finde ich irgendwie ein bisschen... Auch vielleicht nicht zu viel rein und rausnehmen. Schaut es noch lödeln. Moment. Aha, das lässt sich auch überdrehen. Ich glaube, ich habe das auf die falsche Seite da gemacht. Ich weiß nicht, ob es darauf ankommt, aber wir machen es besser auf die richtige Seite rum. So. Und ich habe für den Fall, dass wir jetzt hier die Orchidee schon fertig machen, auch schon ein paar weitere Projekte da auf der Seite bei mir. Wir könnten vielleicht nachher bestimmen, was wir als nächstes Projekt dann in Angriff nehmen, was wir zusammenbauen wollen. Es sind insgesamt 3 Hersteller, die wir hier vertreten haben. Vielleicht habt ihr auf etwas Spezifisches ganz viel Lust. Zumindest sobald die Orchidee da fertig ist.
Auf der Packung eigentlich jetzt aus, als wäre es irgendwie ein Violetts. Aber es gibt kein Violetts. Es gibt nur blaue Teile. Gut. Jetzt da noch so Knöpfchen. Und für das müssen wir noch zuerst hier rein tun. Hm? Gibt es da wie die grünen Knospen und dann die noch mit einem Blümchen dran. Also eine Blumenknospe. Das ist zum Beispiel, zumindest my guess. Also, wenn wir irgendwie Floristen unter uns haben, die können sicher sagen, was das genau soll symbolisieren hier. Ah, schau, jetzt sind wir sogar schon fertig. Jetzt kommt das da rein. Zack. Und dann haben wir da schon ein weiteres Ästchen dran. Jetzt haben wir noch ein paar kleinere von diesen Ästchen. Dann wieder so ein grünes Stäbchen. Dann habt ihr in der letzten Zeit auch ein bisschen Lust bekommen, um wieder ein Lego zu kaufen oder vielleicht eins, das ihr schon lange im Schrank habt und vor sich einstaubt, vorzunehmen und anfangen ein bisschen zusammenzusetzen. Hat das euch vielleicht wieder ein bisschen zurückgeführt, die Kindheit von früher? Weil bei mir ist es ganz sicher so. Also, ich liebe den Donnerstag, wirklich. Schön da gemütlich mit euch zusammen hocken und ein bisschen Lego zusammensetzen und sehen, wie das Ganze wächst, oder? Oder wirklich etwas Kleines von Schönheit erschafft miteinander. Dass es am Schluss so aussieht, wie es vorgesehen ist von Lego. Die haben wahrscheinlich schon die entsprechenden Designer, dass es am Schluss entsprechend ästhetisch daherkommt. Ja, doch. Okay, super. Nochmal eins fertig. Also, jetzt kommt das da auch wieder irgendwo da drauf. Aha. So. Okay. Ja, ich muss da vielleicht mal die Kamera schön wechseln. Also, wir sind da beim Bäumli. Und gut. Also, es ist schon viel stabiler, als es eigentlich aussieht. Es hebt recht gut. Schon gespannt auf die Blätter da, die wir dann noch anbringen dürfen. Wie das am Schluss aussieht und wirkt. So. Okay. Es sieht eigentlich mehr aus wie ein Glas. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber es hat so wie eine Spirale oben drauf. Es sieht eigentlich aus wie ein Gourmet. Ich habe mein erstes Glas noch gar nicht von diesem Jahr.
Es fehlt noch. Ich meine, jetzt ist es so warm draussen, es ist ja schon wirklich gefühlt Sommer. Habt ihr euch das erste Glas schon gehabt? Sind die gar nicht der Glassentyp? Kenne ich ja so Leute, habe jemanden die Heime. Die hat nämlich gar nicht gerne Glasse. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, wenigstens Sorbet oder so etwas Kühles. Aber dann bin ich eben wieder weg. Ich habe dann schon wirklich lieber so ein schön deftiges, feines Glas. Das ist auch so etwas Lustiges. Es gibt ja immer die Webseiten, wo du kannst deine Psyche testen kannst. Und da gibt es ja die eine Webseite, die sagt, ja, wenn du gerne Vanille hast, dann bist du gerne Routine gewöhnt und bist langweilig. Also bös gesagt natürlich, oder? Und keine Ahnung, Schoki, süß und quietschig und so, aber auch konservativ. I don't know. Also ich nehme mich da nicht für voll, aber es ist schon... Scheinbar ist etwas dahinter dort. Jetzt wollen wir das wieder anbringen. Und mir scheint, ich hätte da ein Teil am Anfang vergessen. Das sieht man jetzt so gar nicht, das ist da oben. So. Jetzt haben wir da oben schon ein paar mehr Zweige. Und wenn ich die grünen Stäbchen zähle, dann haben wir jetzt noch 2 Zweige vor uns. Und dann sind wir durch mit den Zweigen. Ah, und Blumen können wir natürlich noch. Ganz am Schluss kommen noch Blumen. Oben durch. Dann haben wir dann noch das 4. und letzte Päckchen. Bin ich gespannt, wie die zusammengebaut werden. Stimmt das? Das stimmt doch wieder nicht. Fehlt noch das Teil, oder? Ah, ja, okay. Ja, manchmal in der Anleitung werden eben manchmal die Teile gehighlightet, die noch ankommen und manchmal, oder sagen wir selten, leider nicht. Und da muss man schauen, ja, was hat man jetzt verpasst gehabt. Wenn es noch nicht so aussieht wie in der Anleitung, ist offensichtlich irgendwo etwas vergessen gegangen. Das kommt neben das andere Grüne da dran. Okay. Ja, also das haben wir jetzt da nebenzu angesteckt hier. Jetzt habe ich aber noch so ein grünes. Ah, aber ich habe keins von diesen geschwungenen Endteilen da nicht mehr. Ja, da so eins. Haben wir nicht mehr, nur noch so ein grünes Stäbchen. Das heisst, ich bin mit meiner Prediction eigentlich ganz falsch gelegen und es geht jetzt tatsächlich schon an die Blätter an. Bis auf das kleine Teil hier, wo noch nicht ankommt. 3-mal muss ich das machen. Was auch immer das dann genau ist. Das sind so wie... Ich glaube, die hat es schon bei diesen Sets gegeben mit den Zugführern, die dann so ein rotes Teil drauf da haben. Oder auf dem Flugplatz natürlich, um dann winken beim Flugzeug oder landen, starten oder was auch immer. Oder eben abbrechen, Landung abbrechen, wieder abdrehen.
Unten rein, okay. Ja, aber das schiebt das andere wieder raus. Also das hebt ja nicht wirklich gut. Aber ich stecke es also beim richtigen Ort drin. Also dann hebt das halt nicht ganz so gut. Aber es geht ja nicht gerade raus. Es hat schon einen kleinen, so wie eine Klemmfunktion. Das dann hebt. Da kommt noch eins da unten an. So. Das ist wahrscheinlich einfach, damit es ein bisschen symbolisiert, eben, dass da wie sagt man, der Übergang ist vom Stängel, vom Hauptstängel nachher in so einen Ast rein, damit es ein bisschen runder wirkt, oder der Übergang. Wäre jetzt zumindest mein Gedanke. So, Spaß, Freude. Jetzt gibt es die grossen Blätter. Das größte hier. Okay. Ist ja von der Größe her relativ realistisch gehalten. Also man hat sich da sicher an einem Original orientiert. Wäre ja irgendwie auch komisch, wenn nicht. So, okay. Also der kommt. So da drin. Und dann liegt er da einfach so. Der bewegt sich sogar. Schönen guten Morgen. Spuspu? Oder Spo, muss man sagen. Aber ich nenne die jetzt einfach Spu. Ja, fast schon Mittag, da hast du recht. Aber solange nicht Mittag ist, ist noch Morgen. Man kann nicht sagen, guten Vormittag oder so. Schön bist du da und schaust rein bei mir. Es freut mich umso mehr, dass du da bist. Und jetzt machen wir noch ein zweites Mal eine von diesen grossen Blättern hier. Du bist noch schön gemütlich am Schäferle oder liebäugelst schon fast ein bisschen mit der Mittagspause. Ich muss mich ja noch ganz ein bisschen gedulden. Ganz geschwind schauen, ob das ein anderes Teil ist, aber das ist es nicht. So. Und dann auf die andere Seite. Ja. Cool. Also das kommt schon gut an. Spusbu, okay, gut. Ja, dann bleiben wir mit dem, was du am liebsten hast. Ich versuche mir das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen zu merken. Ja, das ist ja immer ein bisschen problematisch bei diesen Internet-Pseudonymen, oder? Ich bin da nicht anders. Irgendwann mal eins angelegt und dann bist du online und irgendjemand versucht es auszusprechen und dann ist immer schwierig. Beziehungsweise auch immer lustig, ja, was überlegen die sich oder wie gut verstehen sie die Sprache, die dahinter ist. Homeoffice. Okay, und ganz erfreut. Ja, wieso nicht? Also ich meine, wenn du nichts mehr oder fast nichts mehr zu tun hast und du einfach so schnell und gewissenhaft deine Arbeit schon erledigt hast, dann go for it. Besser noch ein bisschen raus an die Sonne, nachdem du etwas zu Mittag gegessen hast und genießen. So, jetzt brauchen wir da ein Klemmerli und so eine, was auch immer das ist. Das tut nachher die Teile einzwängen, auch, dass sie am Ort bleiben, wo sie rein tust. Okay.
Das ist cool. Da können wir gerade beide Blätter so. Also die haben nachher so. Kann man die auf und ab tun, je nachdem, wie man es will. Hey Steffi, grüß dich. Guten Vormittag oder Mittag oder Morgen, je nachdem, wie du dich danach fühlst. Schön schaust du auch rein. Hey! Wir haben's! Cool! Ich könnte jetzt noch, ich habe da noch ein paar Teile, die man nicht sieht, weil die Blume im Weg ist. Ich könnte jetzt noch ein paar, oder zumindest so ein Röseli irgendwo hin tun. Vielleicht eine, keine Ahnung, tun wir da noch eine an. Because why not? Sonst können wir sie dann immer noch wieder wegnehmen. Es gibt ja immer so einen ganz kleinen Rest an Teilen. Vor allem von diesen kleinen Sachen, die eher mal verschwinden. Ich kann in der Treue der Chefin fragen. Okay. Die sind im Bilde. Das ist perfekt. Die sehen irgendwie witzig aus. Es fühlt sich auch lustig an, sie sind sehr glatt. Also es sind Blätter von diesen Orchideen. Und da haben wir auch nachher innen dran die Knospe, wie sagt man dem eigentlich? Was innen dran ist. Auch nicht Blüten, das ist das Ganze. Zweite Klasse, Botanikunterricht. Lange ist es her. Jetzt habe ich etwas, darum bin ich jetzt ganz schön am Lesen gewesen. Es hat hier oben, jetzt muss ich gerade mal schauen. Ja, es tut es natürlich nicht fokussieren, das habe ich ausgeschaltet, aber was hier steht, ist, sie haben Demogorgon-Köpfe von Stranger Things benutzt, für diese Teile zu machen. Wie geil ist das denn? Also, ihr könnt euch jetzt vorstellen, wir tun eigentlich keine Orchidee zusammensetzen, sondern Demogorgon von Stranger Things. Oder eine Mischung. Eine Blume, die gleichzeitig auch eben irgendwo aus der Schattenwelt kommt und alle mit in den Tod reißt. Oder so. Fantastisch. Gut, jetzt brauchen wir die Köpfe sogar gerade. Zusammen mit diesen weißen. Das sind die Figurenköpfchen. Und dann so rein. Okay, ja. Das kann ich. So, okay. Dann kommen die da irgendwo oben drauf. So, wir schauen, welcher Zweig da gemeint ist. Aber da. Also, falls ihr euch wundert, da oben ist es. The Last of Us. Ja, das ist auch so etwas, was ich glaube schon seit Jahren die Heime habe. Alle darüber reden und das Epos. Das muss gespielt haben und ich habe es einfach nie gespielt. Ich bin jetzt einmal schon mega happy. Ein Kollege hat mir jetzt in der Ferien endlich mal Horizon geschenkt. Das erste, wo ja auch als einziges auf dem PC verfügbar ist, Zero Dawn. Als Complete Collection sogar. Richtig gutes Game. Richtig gut. Also die Grafik, die verhebt ja auch immer noch richtig gut, muss man sagen. Das hat mich ja mega überrascht gehabt. Nicht, dass es nur um Grafik geht. Ich meine, Horizon hat allem Anschein nach, und das kann ich bis jetzt zumindest auch bestätigen, eine sehr gute Story. Jetzt kommen Blüten. Okay. Ja, das sieht ja schon innen dran aus.
Jetzt kommen die da so unten an. Mega lustig, he? Also ich habe diese Teile habe ich noch nie gesehen. Und diese Teile habe ich noch nie gesehen. Sie werden da nicht erklärt. Vielleicht sind sie extra gemacht worden. Wobei das da könnte irgendwo vielleicht auf einem Piratenschiff oder so sein. Okay, weiterblättern. Die Blüten müssen wir jetzt 6 Mal das jetzt machen. Okay. Mal schauen, ob ich mir die Schritte kann merken kann. Ich muss wahrscheinlich noch ein paar Mal hin und her da. Jetzt heißt es doch, ich soll die Kleinen da ran tun. Aha. Moment. Also wir brauchen die Schilder. Die Schilder, die kenne ich auch noch. Also damals, vor etwa 58 Jahren ist es her, als ich die Ritterburg bekommen habe von Lego. Das sind die Schilder von den Ritter dort. Da mag ich mich also noch erinnern. Falls ihr Lego gespielt habt, was ist so euch Lieblingsset in der Vergangenheit? Ich meine, bei mir ist es ganz klar einfach die Ritterburg. Ist auch absehbar gewesen, weil man weiss, wie ich mit Fantasy da zugange bin. So, und jetzt braucht man sogar noch Gabeln. Lustig. Das sieht ja mega witzig aus. Okay, also Gabel kommt da unten durch. Und da kommt Klammern rein. Oder. Das sieht fast strange aus, aber es stimmt schon. Jetzt klicken wir das mal da unten an. Also da unten. So. Und dann wird das nachher so, jetzt kommen noch 2 weitere an und dann haben wir nachher die vollständige Blüte. Nochmal eine Gabel. Und jetzt haben wir da. Jetzt müssen wir das von der richtigen Seite da reinstecken. Okay, und die jetzt schräg versetzt, wenn ich das richtig lese. Ja. So. Bist du mein Playmobil-Kind gewesen? Verrat dir etwas, ich hatte dort die Ritterburg gehabt. Irgendwann einmal hat die meine Cousine dann geerbt gehabt. Und die, ich weiß nicht, ob sie verschenkt haben oder weitergegeben. Irgendetwas ist schon mal mit der gesehen. Die ist schon mal verschwunden. Was sehr schade ist. Aber ich war schon eher ein Lego-Kind und nicht das Playmobil-Kind. Weil beim Lego hast du noch etwas zusammenbauen, oder? Und Playmobil ist auspacken und damit spielen. Ich habe dort halt gerne einfach noch ein bisschen gewerkt und ein bisschen gemacht und da. Was hast du denn bei Playmobil am liebsten gehabt dort? In das Set, das dir noch speziell in Erinnerung geblieben ist? Also jetzt haben wir hier den Abschluss von dieser Blüte. Und jetzt muss ich mal schauen. Jetzt tue ich mal ganz geschwind hier den Zoom nochmal rein, damit ihr das seht. Kann sich nur um Stunden und Minuten handeln. Also Moment. So, jetzt nochmal hier bitte. Wo haben wir Zoom? Okay, jetzt schauen wir mal, ob ich das anbringe. Einmal hier und der Fokus. Vielleicht sieht man es, es ist eigentlich ein kleiner Frosch. Es ist wirklich ein Frosch.
Es ist ein Frosch. So, jetzt muss ich schauen, dass ich da nochmal richtig zoome. Ich habe nämlich zuerst das Falsche gedruckt. So, okay. Voilà. Jetzt sind wir wieder back. Es ist ein kleiner Frosch, der mit in der Blüte hockt. Wie geil. Du hast mal irgendetwas mit Rössli gehabt. Rössli. Also Rössli hat es bei der Ritterburg einmal auch gehabt. Das weiß ich noch. So, das ist die erste fertige Blüte. Ich finde, ist vom Look her recht nah irgendwie beim Original. Jetzt auf alle Seiten. Mein Vater unter dem Buffet, das tönt so, als wäre sie jederzeit parat, dass man sie könnte rausnehmen und gerade wieder loslegen. Meine ist bei mir im Keller gelandet für irgendwann mal selber Kind und dann können die ihre Kerli über die Strecke rausschießen und ich kann sie dann zusammenlöten. Ist dann halt so. Aber ja, also ich meine, früher hat sie einfach die Plastikabdeckungen gegeben, die eigentlich dann der Karre waren, wie sie bei diesen RC-Autos auch gibt, diesen ferngesteuerten Autos. Und heute sind die ja zum Teil schon fast massiv und sehr detailliert. Also es sieht abartig aus, wie sich das entwickelt hat. Dann noch mit den Scheinwerfern, mit den LED-Lichtern und da gibt es ja Leute, die sind völlig crazy und machen dann wirklich so die ganze Streckenbeleuchtung und was weiß ich alles. Kannst du richtig vertun. Ich glaube, früher hat es auch wirklich nur die ganzen, hat es einfach Carrera-Bahn gegeben. Das war's. Nicht noch irgendwie 32er, 24er, Go, was gibt's noch? Extreme, Ultimate, irgendwas. So, was sind wir jetzt? Das ist immer der gleiche Schritt, den ich da verpeile.
jetzt kann man da einfach die Blüten dran, ja, logisch. Könntet ihr auch etwas sagen, oder? Ein paar alte Pokémon-Karten. Wow. Was sind das denn für die gewesen? Also es sind ja wahrscheinlich, wenn du sagst alte, wahrscheinlich eine erste Edition. Das Ding hat sicher immer noch Wert. Also die ganzen Starter, die Vollevolutionen, also Glurak, Bisaflor und Turtok. Ich glaube Mewtwo hat auch noch einen guten Wert. Zumindest, als ich mal geschaut habe. Ich habe jetzt leider nichts von denen. Also das Mewtwo habe ich noch von der ersten Edition daheim. Und damals vom ersten Pokémon-Film hat es ein Mew gegeben, so eine Spezialkarte, die ist mittlerweile auch ein bisschen etwas wert. Also ein bisschen etwas wert, das heisst ein paar 10 Franken. Wo kein Eis mehr drauf haben. Ah, okay. Ja, von 2000. Aber das ist ja gleich, das ist der nostalgische Wert, oder, wo die haben. Das ist auch schon toll. Jetzt hat sie die ganzen Reprints wieder gegeben, mit Celebrations auch. 25-jährigen Pack rausgekommen ist, wo ja die Leute wirklich fast gefressen haben. Und erstes Booster, Glurak. Voll geil. Dings sogar, Foil. Oh, tschüss. Habe ich mich mega gefreut gehabt. Weil das habe ich eben auch noch nicht gehabt. Das ist jetzt daheim. Also ich habe es nicht aufgemacht und dann, geil, gerade verkaufen. Nein, das behalten wir, denke ich. Vom Kino-Eintritt, ja, genau. Genau, da hast du die Promokarte bekommen, wenn du ins Kino reingegangen bist. Logischerweise, wenn sie noch verpackt ist und in so einer Gauss-Anleitung noch dabei war, dann hat sie noch viel mehr Wert als nur die Karte selber. Ich habe sie natürlich aufgeschränzt und auspackt und das Zeug weggerührt. Ist ja logisch. Ah, nice. Ja, das würde ich auch im Stream machen, wenn du so eine noch bekommen hast. Also die Preise sind ja irrsinnig gestiegen von diesen ganzen 25-jährigen Celebrations-Boxen. Ich hatte schon fast Befürchtung gehabt, dass es jetzt bei strahlenden Sternen auch nochmal so ist. Glücklicherweise hat sich der Markt ein bisschen erholt. Zumindest ist das bei uns der Fall. Wir haben die Preise da nie, also bei brack.ch nie angehoben gehabt. Weil, ja, macht ja keinen Sinn, oder? Also wenn der Händler den Preis nicht rauf tut und der Hersteller nicht, ja, ist es eigentlich fair, wenn man dem Kunden den gleichen Preis weitergibt. Sonst haben wir nachher irgendwann so einen Preiswirrwarr, wo die Leute schlussendlich viel mehr für eine Ware zahlen, wo sie eigentlich nicht wert ist und logischerweise dann weniger Geld im Hosensack haben und viel weniger andere Sachen können kaufen. Und das ist einfach so ein Teufelskreis, wo du nachher nicht mehr draus rauskommst. Ja, das ist halt immer im Nachhinein ist man halt schlauer, oder? Das ist auch immer so schwierig, wenn wir müssen bestimmen, ja, wie viel haben wir jetzt, oder von diesen Displays. Weil wir müssen das so viel im Voraus bestimmen, dass du gar nicht kannst erahnen oder beurteilen zu dem Zeitpunkt, wie groß ist der Trend in so und so vielen Monaten, Quartal. Wie groß ist der Trend dann noch? Oder ist es ein gutes Set oder ein schlechtes Set? Das ist auch sehr aussagekräftig. Also wie reagieren die ganzen Influencer darauf? Darum, strahlende Sterne war ein sehr gutes gewesen, weil es gute Puls hatte und weil
die ganzen Influencer so drauf abgefahren sind. Und dementsprechend hat es sich besser verkauft. Eine Fusion Strike, wenn wir jetzt nicht gross reden. So, ein bisschen eine Flaute gewesen. Aber ja, darum ist es vielleicht auch amigs so interessant für Leute, die eben keine Ahnung haben, wie läuft das hindurch. Es ist schwierig. Es ist nicht immer ganz so einfach. Du kannst auch nicht sagen, ja, ich kaufe 1000 Displays. Wenn das nachher eine schlechte Edition ist und du hockst dort drauf, dann hast du ein gröberes Problem, oder? Drachenwandel, oh, ja. Habe ich gehört, ja. Ist leider auch an mir vorbeigegangen. Ich habe erst wieder in Celebrations eigentlich wieder etwas dazu gekauft. Das habe ich wirklich seit der ersten Edition nie mehr. Ich bin dann also ein bisschen auf Magic umgestiegen. Aber ich habe gehört von vielen Drachenwandel, sage ich, ein Träumchen gewesen, ja. Also ich sehe es auch noch bei denen, die Drachenwandel immer noch führen, ein paar Displays in Originalverpackung. Ja, es kostet einfach ein paar hundert Franken, ein Display. Und ja, wie viel ist der Wert nachher? Oder ist es ein Sentimentalwert, was du dafür kaufen willst? Oder ist es einfach, sind es Karten drin, die du haben, die viel Wert haben? Aber wiegen die nachher auf, was du dafür ausgegeben hast für das Display? All die Evoli-Entwicklungen. Ja, früher hat es nur 3 gegeben. Wie viel gibt es jetzt? 20? Keine Ahnung, nein. Bei 8 oder ich weiß auch nicht. Einmal genug. Ich habe Evoli. Schon ewig kein Pokémon mehr gespielt. Ich weiß gar nicht, was das letzte war. Also sicher auf dem DS. Also 3DS. nicht ganz so alt. Noch ein Boss, ja, dann macht er fertig. Also wenn du bist wie ich, dann lässt es sonst einfach liegen und machst es eben nie fertig, obwohl du eigentlich beim letzten Boss bist. Ich muss immer bei den Games dranbleiben, sonst mache ich das nie fertig. Ich kann mich dann sehr schnell ablenken und verleiten. Hast du in dem Fall schon länger gezögert, Spu, dass du sagst, deine Switch hat sich entladen? Weil die müssen ja länger jetzt im Karton gelegen sein, wenn sie sich entladen hat, oder? Ich habe nicht einmal Switch, ich habe noch Wii U daheim. Und ja, jetzt könnte man eigentlich fast sagen, die Switch ist auch schon bald genug alt, dass einiges mal könnte der Nachfolger angekündigt werden, oder? So, noch eine Blüte und dann haben wir es mit der Blüte. Anfangs Mai ist gezögert, okay. Ja gut. Aber dann hat die sicher noch Akku.
Und ich meine, jetzt kannst du es ja rausnehmen, irgendwie. Also, wenn du hast, Balkon, Terrasse, Garten, was auch immer. Schön ein bisschen rauschillen, in die Sonne, Switch mitnehmen, Arceus fertig spielen. Ich glaube, das sind schon epische Zeiten gewesen. Also damals, habe ich die Geschichte schon mal erzählt? Kann sein. Sonst lassen wir einfach weg. Aber wo Pokémon rausgekommen ist, also das allererste, Rot und Blau, bin ich im Manor gewesen. Und dort hat es früher noch im Manor, die einen mögen sich vielleicht noch daran erinnern, je nachdem wie alt sie sind, hat es die grossen Kassetten gegeben, also die Kassettenschränke. Und dann mussten wir zu der Kasse gehen und sagen, ich will dort das Spiel, und dann ist die mit dem Schlüssel gekommen und hat die Spiele-Schränke aufgemacht. Heute stehen sie irgendwo einfach im Regal rum. Oder? Und dort ist ein Schrank voll mit Pokémon Rot und der andere ist voll mit Pokémon Blau. Ich habe noch nicht gewusst, was Pokémon eigentlich ist, aber es hat einen Drachen drauf gehabt und ich habe logisch das Rote genommen in dem Fall. Auch wenn ich nachher im Spiel das Turtok genommen habe. Völlig unlogisch, ich weiss, aber das Rot hat einfach irgendwie geiler ausgesehen vom Packshot her. Rot, yes! The Red Boys! Ja, und dann bist du dort, also da hast du noch den Gameboy, hast du noch mitgenommen in die Schule. Also in die Oberstufe war das noch gewesen. Und dann hast du so eine Traube Leute um dich herum gehabt. So 5, 6 Nasen und alle haben Pokémon gespielt mit dir. Also du hast gespielt, sie haben zugeschaut, aber alle so, wow, look, oh, das Kleinstein, wow, Level 8, wow, mega gut, fang's! Und das sind dann so die Zähnepausen gewesen. Früher auf dem Schulhof. Und heute auf dem Schulhof schauen alle nur noch ins Handy, nehme ich an. Ah ja. Schön war's. So. Schön im Auto Pokémon gespielt. Ja, du machst es genau richtig, Spiel. Das sollte man mal wieder machen, nicht? Einfach die guten alten Zeiten früher. Gameboy mitnehmen. Und ein bisschen spielen. Wenn irgendjemand dich als Ziel fährt, wo immer das ist. Sie schauen, dass ich die da alle beim richtigen Ort rein tue. Es ist wieder so undurchsichtig, wo es ankommen, die ganzen Blüten. Ich zeige das nachher auch gerade da. Jetzt sind wir eigentlich die Blüten am Verteilen. Aber ich muss es jetzt leider so antun, sonst sehe ich nicht, wo die ankommen. Also die eine kommt noch da raus. Und dann haben wir da doch einen zu viel reingesteckt von denen. Jetzt muss ich da rausstoßen. So. Hätten wir nämlich die Blüten von vorne doch nicht dürfen tun. Also die Knospen, da kommt jetzt die grosse Blüte an. Noch. Und noch eine. Kommt da ganz unten. Da habe ich sogar das Teil vergessen. Schiebt ihr das gar nicht? So. Okidoki. Also. Sag mal geschwind, wie weit das wir sind. Tada! Wunderbar. Jeder da schaut ein bisschen in eine andere Richtung. Ich finde, es gibt ein ganz schönes Gesamtbild. Ja, wenn du selber mit dem Auto fährst. Hey, aber vielleicht geht es nicht mehr lang und die Autos, die fahren selbstständig, komplett selbstständig. Und dann können wir wieder den Gameboy für ihn nehmen und können während dem Autofahren gamen.
Vorausgesetzt, einem wird es nicht schlecht. Aber wenn du vorher hockst, geht es ja meistens besser. So, jetzt haben wir da noch so gruselige Stachelwurzeln. Und für das brauche ich so eins. Früher, ich weiß nicht, ob du den auch gehabt hast, aber ich hatte so einen grauen Koffer gehabt. Einfach der Game Boy Classic in Grossform. Ich weiß nicht, der war so gross gewesen. Und dort drinnen hat er einen Gameboy Platz gehabt, dort haben Accessoires drinnen Platz gehabt, wie du hast ja noch vielleicht eine Lupe gehabt und dann ein Lichtchen, oder? Und dann hast du die ganzen Spiele gehabt dort drinnen. Toll. Ich soll das da rein tun, aber ich kann sie gar nicht feststecken. Ah ja, da steht sogar auch wieder etwas oben dran im Ecken rein. Dass die kleinen Schildchen, die ich vorher schon erwähnt habe, wirklich 1995 für dritter Linie, Produktlinie rausgekommen sind. Und jetzt eben da die kleinen Blätter sind von der Orchidee. Lustig. Also es tut mir leid, aber die Teile da, die kommen einfach irgendwie rein. Weil ich kann sie nie befestigen. Ich weiß nicht, wie ich das befestigen da irgendwo. Also ich habe keinen Stift und gar nichts. Aber ich glaube, es kommt dann wirklich einfach. Das sind Schnipsel. Ah, jetzt verstehe ich es. Also wenn wir es da unten anschauen, ich das da mal schön ein bisschen da. Das da unten. Also das sind die Holzschnipsel, die aber bei der Orchidee drin sind. Und man rührt die einfach rein. Die kommen nicht speziell irgendwie dran. Die werden einfach reingeschmissen. In den Pot. Also gut, dann machen wir das. Dann rühren wir das eigentlich einfach rein. und gut ist. Ich will nichts hören von euch. Der Game Boy. Also, was ist das? Der Rot? Ist das Pocket-Serie gewesen? Game Boy Pocket? Also ich hatte zuerst den Classic und dann Pocket Clear, also der transparente. Und dann habe ich ich glaube, dann ist der Color gekommen, der Blau. Dann, ich glaube, der Advance oder der Avalanche, oder? Wie man ihn genannt hat. In Profikreisen. Und nachher, ich glaube, dann ist schon der 3DS, der DS gekommen, den habe ich noch gehabt. Und dann habe ich dann eigentlich den 3DS XL noch gekauft und das ist eigentlich schon meine ganze Game Boy Story. Da habe ich immer noch den 3DS XL, aber seither nichts mehr gekauft in dieser Richtung. So, jetzt ist es mal. Ja, tatsächlich, wir sind fertig. Also ihr seht unten dran, das ist wirklich, sind einfach die Schnipsel, die kommen einfach irgendwie rein, wie halt die Holzschnipsel auch, oder? Die rührt ihr einfach im Pot rein und dann ist gut. Also. So sieht die wunderschöne Orchideen aus von Lego. Sind wir tatsächlich jetzt schon fertig. Das heisst, wir können ein neues Projekt anfangen nachher. Und es ist Punkt 12, wir haben 1 Stunde gehabt, um das noch fertig zu machen. Ich finde, sie sieht wirklich am Original, natürlich ist das Plastik jetzt am Original, aber sehr treu nachempfunden aus. Die Sachen lassen sich auch immer ein bisschen, sie haben ein bisschen Spiel, oder?
Man kann sie ein bisschen bewegen. Und das finde ich eigentlich noch recht cool, weil es halt auch etwas Organisches ist, etwas Lebendiges. Und die ist, ja, so wie ihr seht, sie ist relativ gross. Sie ist fast so gross wie der Tallneck, der dort hinten oben ist. Und ich würde sagen, wir stellen die Orchidee jetzt in dem Fall einmal auf die Seite und entscheiden uns für ein neues Projekt. Und es wird wahrscheinlich ein grösseres werden. Wir schauen gerade mal. Ich hole das mal kurz. So, okay, also. Also wegen Gameboy. Also der Grau einfach in Rot. Ich habe gar nicht gewusst, dass es eine farbige Edition gegeben hat. Aber da würde ich mich schon mal über ein Foto freuen. Ich kann schon mal irgendwo bei uns das hinterlassen, dass wir das anschauen können. So, jetzt haben wir schon etwas gesehen. Wir haben 3 Projekte zur Auswahl, die wir jetzt starten könnten. Und ich könnte gerade mitentscheiden, welches das wir als nächstes machen. Schauen wir mal, ob es eine Mehrheit gibt. Wenn es ein Unentschieden gibt, dann würfeln wir doch. Also das erste, was wir haben, ist Lego Sonic the Hedgehog. Wirklich auch schön diese Szene vom Spiel, oder, wo man durchsäckelt, mit dem Looping noch, mit der Ringli. Und alles, was man dazu braucht. Wir haben hier 1125 Stück Teile drin. Ab 18. He? Alle Jüngeren abschalten, unbedingt. Das wäre etwas, was wir machen könnten. Das ist das Kleinste, was ich jetzt da habe. Und dann haben wir etwas Größeres. Das mal nicht von Lego, sondern von Kada. Und zwar haben wir da, also ich meine, man sieht es ist der Porsche, oder? Porsche, ich würde sagen 911 Carrera oder so. Oder man nennt es einfach Classic Sports Car. 1429 Teile. Es ist viel größere Packung, aber es sind dementsprechend auch grosse Teile. Und der Maßstab 1:12.5. Wahrscheinlich lange es nicht ganz, dass ich reinhocken kann, aber wir können es mal probieren. Das wäre Numero 2, der Porsche. Oder? Und da muss ich jetzt dann noch weiter hindern. Eine Wange. Haben wir ein Architekturstück, und zwar Garden Coffee House. Also das Kaffeehäuschen mit dem Garten aussen dran. Also mega schönes Stück. Wir haben eine Architektur, wir haben ein Auto und wir haben eine Gaming-Szene von Sonic, der Hedgehog oder der Eagle dann auf Deutsch. Und hier jetzt bei dem von Wange, muss ich mal schauen, welche Seite, 2313 Teile haben wir da. Das dauert sicher am längsten, ist aber das grösste. Ich kann mir jetzt mal sagen, was wir das sollen nehmen von diesen 3. Excuse, herzlich willkommen. Sorry, bist du auch dabei? Links. Yes. Gerade auf 18 plus. Merci Steffi, sehr gut. Einmal der Sonic vom Spoo. Dann haben wir Steffi und Executive für das Haus. Sorry, Spoo, einfach bist du überstimmen, außer das kommt jetzt noch jemand dazu. Ich selber enthalte mich, außer es gibt irgendwo eine Mehrheit, dann würden wir einfach ein bisschen würfeln. Du willst nicht das Haus. Was willst du denn, Steffi? Also jetzt haben wir bisher ist 1 fürs Haus und 1 für den Sonic. 2 für den Sonic. Also gut, dann machen wir den Sonic. Also das kommt jetzt noch jemand dazu. Sorry. All für Sonic. Okay, gut. Excuse ist auch dabei. Dann machen wir den auf. He? Mega cool. Was haben wir noch drauf? Wir haben... oh, mega geil. Hier.
Spielszene, also gerade rauskopiert, oder? Richtig, richtig cool. Oldschool. Finde ich geil. Dann, was haben wir? Wir haben Angaben hier zu der Grösse. Ich muss gerade mal schnell selber drauf schauen. Es ist 36 cm breit, also inneres langs und dafür nicht so hoch, 17 cm ist es hoch. Es hat noch ein paar Zusatzfunktionen. Offenbar haben wir ein Sprungbrett dabei. Und verschiedene farbige Kristalle zum Einsammeln. Schön. Also das wird cool. Ich würde sagen, wir starten doch gerade mal mit dem. Jetzt hier noch die restlichen Orchideenteile. Einmal gedreht. Und dann schaue ich. Unten dran hat es natürlich noch Kleber. Und ich habe keine Schere dabei. Ich das mal schön aufknübeln. Und dann machen wir das gerade schön auf. Zack. Voilà. Also, wir haben unten durch 3, 4, 5, 6. Das geht auch zum 6. 6 Teile. Wir haben ein bisschen 6 Beutel. Dann haben wir ein bisschen Beikas, ein bisschen Kleberli, die wir aufkleben. Hier für die Bömbeli und so. Und natürlich die Anleitung. Oh, mega. Also das ist gerade zum Aufhängen, oder? Also die Anleitung mit dem Cover. Fix. Fix zum Aufhängen. Und einmal noch hinten drauf. Geil. Richtig, richtig cool. Ich freue mich sehr, dass ihr das ausgelesen habt. Schauen wir doch gerade mal geschwind rein. Ich glaube, also es gibt am Anfang sicher ein bisschen zu der Story etwas. Oder wo das ganze Sonic hergekommen ist. 1991 sehe ich da gerade. Erster Teil. Ich glaube, ich habe 1991 noch nicht gespielt, aber das 2 sicher. Es war ein 1 gewesen. Mega Drive, I don't know. Saturn Mega Drive vielleicht? Sega Mega Drive. Gibt es das überhaupt? Sega Saturn, oder? Ja, wahrscheinlich Saturn. Es ist schon ein bisschen her. Ah, und Designer natürlich noch dahinter. Wer haben wir da? Wir haben Lauren Cullen King und Samuel Latrobe Johnson, die das Ganze entwickelt haben. Und ja, dann geht es schon los. Und ich würde sagen, yes, das machen wir auch. Schon am Köcheln seid ihr. Weiter vorne. Für mich kocht wieder niemand. Ich esse einfach ab und zu einen Lego-Stein, die übrig bleiben. Die sind auch für mich. Ah, da ist schon der Sonic. Ein riesiger Grind, hä? Also wenn man vergleicht mit den normalen Lego-Köpfen, ein riesiger Grind. Also es ist ja etwa die Grösse, wenn es jetzt das gleiche Teil ist, aber die Grösse von einem Kopf. Also. Fangen wir mal an, dann haben wir die noch eingepackt. Zuerst natürlich den Sonic zusammenbauen, ganz klar. Durch die ankatschen, ja. Warum nicht? Heute mal Fegitag, Donnerstag Fegitag, ein bisschen Orchideen. In den Blüten hat es ja noch die komischen Frösche da. Fein. So, jetzt soll ich schon sagen, fehlt jetzt schon das erste. Was soll das? Fehlt schon das erste Teil, aber da ist es. Ein Ring. So, let's start building. Jetzt müssen wir gleich noch die kleinen Ratschen aufmachen. Bevor noch alles verreist. Ah, da hat es auch schon bedruckte Teile. Mit, wird wahrscheinlich so etwas wie Gras sein nachher.
So, einmal Sonic da hin und let's go. Fischstäbchen mit der Ausstrahlung im Spiegel. Yes! Ah, geil. Kannst du mich nicht einladen? Bist du so lange... Ah, ist das so lange nicht mehr gegessen? Das ist so typisch Schweizer Gericht, nicht? Fehlt noch Herdöpfel, glaube ich. Aber Spiegelei, Rahmspinat und Fischstäbchen. Da ganz viel Mayonnaise über Fischstäbchen. Ah, herrlich. Komme ich gerade Hunger über. Gibt es heute Fischstäbchen in der Kantine vielleicht? Steffi, wenn du da bist? Fünf Minuten? Ja, komm, dann bring ich ein bisschen Fischstäbchen über. Einmal die armen Hungrigen, die arbeiten hier versorgen. Jetzt brauche ich so ein Krumms. Aber wo ist es? Das graues Krumms-Teil. Ich sehe es nicht. Ah, es ist ja nicht grau, es ist durchsichtig. Ja, durchsichtige Teile in einer Anleitung ist natürlich schwierig zum Darstellen. Ja, also 40 Minuten, so lange leben die Fischstäbchen garantiert nicht. Das kann er versprechen. Jetzt machen wir da schön die gleiche Pose nachher. Das ist schon ein störrischer. So, jetzt haben wir ihn. Sehr gut. Ah, und jetzt kommt die Krabbe. Das sehe ich schon. Da hinten. Die Krabbe kommt. Mr. Krabs. Ja, wir könnten eigentlich an dieser Stelle auch aufhören, weil eben die Hauptattraktion ist ja fertig, oder? Der Sonic ist fertig. Darum ja, schönen Mittag noch, einen guten, schönen Nachmittag, habt's gut. Sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder. Aber die Krabbe, die jetzt also schon noch gesehen haben, die ist ja sicher geil. Es ist ein bisschen, man sieht es fast nicht, wenn es vom Rot her so krass ist. Ja? Ich schaue mal schnell, ob ich das kurz korrigieren kann. Ob man da einfach schnell ein bisschen... Ah, Moment, jetzt bin ich natürlich in der falschen Kamera hin. Da wird das nicht. So. Schauen wir mal geschwind, oder ob ich da kann vielleicht die Teile ein bisschen besser zeigen. Die Sättigung hilft natürlich nicht groß. Aber vielleicht ein bisschen mehr Schärfe, ohne dass es zu körnig wird. Aber das ist halt einfach schwierig da. Aber ich glaube, ein bisschen besser ist es. Gut. Bei mir gibt es nachher eine schöne Krabbensuppe. Genau, einmal in meinem Leben Krabbe gehabt. Crab. Ist noch gut gewesen. Ist einfach ein bisschen zäh. Aber das liegt wahrscheinlich auch an dem, was es zubereitet hat, nehme ich mal an.
Jetzt haben wir da Polizeikampfknüppel und das werden jetzt wahrscheinlich die Beinchen. Richtig gut. Whip. Ah, und jetzt gibt es noch die Klauen. Oder Zange, meine ich. So. Aber ja, wieso nicht einmal mischen, oder? Krabben mit Klauen statt Zange. Machen wir es wie bei Spore, für die das noch kennen von früher. Einfach ein bisschen neue Spezies zusammen kreieren. Ja. So gut. Einmal. Yeah. Das Knöpfchen und weg ist er. Ja, das Knöpfchen ist ganz nah. Das könnte jederzeit passieren. Nein, also heute machen wir auch wie letztes Mal. Bis am Eis. Ah ja, da fehlt noch das. Ja. Gut. Schon gewundert, das geht ja gar nicht an. So. Das werden jetzt die Augen. So geil. Also ich hatte Krabbe ist fast mehr Freude als am Sonic. Vor allem mit diesen coolen Augen hier. So sieht sie fast herzig aus, oder? Eigentlich ist es gemeint, dass sie, glaube ich, wirklich hässig ist. Dass sie so zusammen schaut irgendwie. Oder, nein, auseinander. Und dann irgendwie gegen oben. Dann wird sie böse schauen. Das ist noch schwierig. Also je nachdem, wie man die Augen ausrichtet, hat sie ganz einen anderen Gesichtsausdruck. Vor allem da noch mit dem Teil da unten sieht sie aus wie ein Maul. Aber wir können auch die Augen noch ein bisschen näher zusammennehmen. Und dann so. Why not? Ich glaube, wir lernen es so, oder? Mal. Der hat schon auf den Grind bekommen, der ist jetzt schon ein bisschen durch. Okay, also, dann haben wir die zwei da. Und geht es weiter. Und zwar machen wir jetzt eine Base, wenn ich das richtig sehe. Die Base. Also die Base, da die Strecke, wo der Sonic durchsäckelt. Wann ist eigentlich das letzte Sonic rausgekommen? Wird das immer noch produziert? Ich mag mich nur noch an ist das Wii oder Wii U erinnern. Ich glaube Wii sogar. So voll 3D war und das ist glaube ich auch noch recht gut angekommen. Das war ja so ein bisschen ein Kampf, oder? Sonic gegen Mario. Es haben beide irgendwie ihren Platz gehabt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, also bin eigentlich überzeugt, oder, dass der Sonic ist halt nicht gleich erfolgreich wie der Klempner, oder? Ich bin jetzt auch, wer weiss, warum ist der Super Mario so mega erfolgreich?
Einfach weil es ihn schon so lange gegeben hat. Weil es das erste kommerziell erfolgreiche Jump'n'Run war. Oder ist es wirklich einfach, weil er einen blauen Overall an hat mit einem roten Pulli drunter und einem roten Käppli und einem Schnauz, was es ausmacht? Ja. Bleibst du wohl zusammen? Okay, neues Teil, gut. Mal schauen, wie weit das wir kommen. Also ich glaube nicht, dass wir fertig werden mit dem heute. Aber das ist ja nicht tragisch. Dann haben wir das nächste Mal wieder ein bisschen Sonic. Und dann aber wahrscheinlich noch eins von den anderen 2 Projekten. Entweder das Haus oder der Porsche. Beziehungsweise der Sportwagen. 20 ab 12 übrigens ein guter Miteinander. Die am Essen sind oder die am Kochen sind oder die schon gegessen haben, nachträglich noch einen guten. Ich hoffe, ihr habt mindestens so feine Fischstäbchen gehabt. Machen wir Titanic. Also Titanic haben wir ja zwar, aber wir haben sie noch nicht da. Aber können wir sicher auch mal machen. Wäre das in dem Fall etwas, wo ich noch würde lusten? Also Titanic ist sicher unzählige von diesen kleinen Teilen. Ich würde es mega feiern, wenn man auch innen dran noch etwas hätte, wo man die verschiedenen Ebenen dann sieht, in der Maschinerie innen dran, besonders im Antrieb und so. Aber ich glaube, das ist fast ein bisschen zu viel gewünscht. Ich habe mir sie selber noch nicht so genau angeschaut. Aber ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn sie so detailverliebt wäre. Es wird da drin etwas Komisches hier. Es sieht mega weird aus. Hauptsache es ist schön farbig. Ja, ich sehe, wir haben es auch angeschaut. Ist auch unter den letzten paar Top-Artikeln gewesen, die wir jetzt gezogen hätten. Das heisst, es kann sehr gut sein, dass wir es künftig bald werden anschauen. Jetzt haben wir ja aber noch gut ein bisschen Produkte hier, wo wir versorgt sind für die mittelfristige nächste Zeit, die kommt. Aber nachher, why not? Zusammen Titanic bauen. Wie viele Teile sind das? Siehst du das gerade? Das nimmt mich ein Wunder. Ob es so ein riesen Viech ist. Das sind, glaube ich, aber auch noch etwas über 1000, oder? Also nur. Also nicht irgendwie so ein 8000er oder so. Mhm. Ja, Light My Bricks hat für Titanic so ein Set rausgebracht, ja. Die sind auch mega cool natürlich, oder wenn dein Werk, das du schon fertig gemacht hast, nachher noch so richtig cool kannst beleuchten. Es hebt halt die ganzen Details nochmal ein bisschen mehr hervor. Und es ist ein richtiger Eyecatcher in deinem Regal daheim.
ist wieder eins weggekommen, hey. Du willst mich doch verarschen. Ah, und jetzt kommt hier auch der Rasen. Ah, das gibt auch wirklich so eine Base. Also so. Ein Fels oder was auch immer. Wenn wir das auch nennen. Auf beiden Seiten, ja gut. Wenn es von beiden Seiten dann auch so interessant ist. Zum Anschauen. Ja gut. Dann Next Style. Hat es eigentlich so eine Palme drauf? Hat es eine Palme? Ja, wir machen mal noch eine Palme. Oder vielleicht sogar jetzt, wer weiß. Ein bisschen Ferienfeeling hier. Was? 90 Teile bei der Lego Titanic. Okay, gut, ja, sind mehr. Sind doch einiges mehr. Also das wäre so ein Herbst-Scheiß-Wetter-Projekt, oder? An dem habe ich definitiv länger als nur eine Session. Aber ich habe auch wirklich mega Bock, so etwas Grosses mal noch in Angriff zu nehmen. Aber wenn die da nachher durch sind, die ich jetzt euch heute gezeigt habe, haben wir dann mal wirklich noch in nicht allzu ferner Zukunft etwas richtig Grosses am Start. Da kann ich jetzt aber noch nicht viel mehr dazu sagen, leider. Aber sobald das spruchreif ist, erfahrt ihr es natürlich als Erste. Nach mir. Nach mir selber. Was wir dann da crazy reinbekommen. Aufwärtswochenende Streamprojekt. Ja, aber durchgehend. Also wirklich heimkommen und dann gerade anfangen. Und dann bin ich vielleicht fertig. Ausgehungert, nicht geschlafen, hässig. Richtig mies getroffen, aber Titanic wäre fertig. Ende von Pfingsten. Ufer. Also die von euch, die streamen, haben die schon mal so einen langen Stream gemacht? Ich finde das crazy, hey. Also vor allem die Streamer, die ja da die MMOs streamen, wenn die frisch rauskommen, dann müssen sie gerade mal ganz weit vorkommen, oder? Als eine der ersten, weil dann hast du die meisten Viewers, weil die nicht wissen, wie sieht das später und so aus. Und die spielen dann einfach irgendwie so 72 Stunden Streams. Also völlig krank. Habt ihr auch schon mal so etwas gemacht? Ich wollte fragen. Ja, eben, es ist nämlich schon. Also, ich meine, du musst dich auch entsprechend vorbereiten, oder? Vor allem bei diesen MMOs. Du musst ja, selbst wenn es neu ist, musst du dir vorher so viele Infos reinholen. Wann muss ich wo an, wie komme ich am schnellsten dort und dort hin, was sammle ich unterwegs oder sammle ich gar nicht, damit ich möglichst schnell Max-Level bin. Und dann stürzt du dich dort rein und dann musst du irgendwie das Essen organisiert haben. Und dann zwischendurch kannst du, glaube ich, ganz kurz mal Pause machen. Du musst ja das Moment in den Abend abschalten. Hey, unsere Palme! Voll geil. Und er rennt übrigens der Sonic mit. Da. Da siehst du, wie weit das du schon bist. Bis irgendwann an anderen Rand wahrscheinlich. Oder? Ja. Einmal Daumenkino.
Ah, das ist weg. Das ist auf der anderen Seite. Ah, jetzt gibt es noch ein Kristall. Ah, das ist ja mega gut. Also, ich glaube, je weiter das du bist im Projekt, desto mehr Kristall kannst du dann ergeben. Also, du hast ja so wie so Checkpoints, die du selber kannst geben. Jetzt haben wir uns hier den ersten Rubin gegeben, für das wir eigentlich den ersten Teil von unserer Base, also nicht von der Base, aber von diesen Figürchen und der Palme, der Startschuss für die Bahn gelegt haben. Da. So, jetzt brauchen wir das 2. Gut. Dann nehmen wir auch noch 2. Also eben wegen dem langen Streamen. Also ich meine, ich kann jetzt mal zum Beispiel den Vergleich ziehen mit Dungeons Dragons. Das klingt jetzt zwar komisch, aber wenn ich dort Sessions hatte, die so 8, einmal sogar 10 Stunden gegangen sind, dann bist du richtig durch. Ja, dann hast du natürlich entsprechend viel vorbereiten. Du hast entsprechend viel geschnurrt während der Session. Du musst improvisieren, wenn die Spieler irgendetwas anderes machen, als du im Kopf gehabt hast. On the fly irgendwelche Namen und Abenteuer und Monster erschaffen. Und so weiter und so fort. Und hast vielleicht zwischendurch mal schön Pause gemacht, sicher mal noch eine Stunde Pause. Dann fürs Essen und mal schön runterfahren alle zusammen. Aber nach 8 bis 10 Stunden dann bist du richtig durch. Oder? Und im Stream, darum sage ich das eben, musst du ja auch die ganze Zeit deine Zuschauer unterhalten. Oder? Du solltest möglichst immer etwas erzählen sein. Jetzt kommen ja die Leute, oder? Und wenn du einfach nichts sagst, ja, dann bist du einfach schon gelangweilt. Oder? Willst du ja, wenn du reinkommst, willst du etwas hören haben, willst du unterhalten werden, ist ja natürlich. Also, finde ich, macht absolut Sinn. Aber nach eben so einem langen Stream, wie die das aber machen, oder da die Speedrunner sind ja auch so crazy. Also, hat jemand von euch schon mal einen Speedrun gemacht? Hey, es einen guten. Geniessisch es. Und eben sonst, ich bin ein dankbarer Abnehmer. Einfach da so eins auf Magenwil bringen. Aber hat von euch jemand schon mal einen Speedrun gemacht? Das fände ich auch interessant. Ich bewundere die Leute. Das ist so etwas. Das ist einfach so crazy, wie die können dort hocken und immer wieder genau das Gleiche probieren zu machen und zu schaffen, möglichst schnell ein Spiel durchzuspielen. Einerseits die Geduld, aber dann auch bei gewissen Games, wenn wir jetzt da Souls-like Games nehmen, auch mit relativ viel Können, oder? Ja, brauchst du wirklich. Ist 5 Minuten? Merci. Best Boy. Ich hätte, glaube ich, keine Nerven für so einen Speedrun. Vor allem eben immer wieder das Gleiche, oder? Wenn es vielleicht sogar das erste, wenn wir jetzt bei den Souls-like-Spielen bleiben, oder bei einem Dark Souls, Elden Ring und so. Wenn das erste ist, dann ist das Spiel selber noch hure bockschwer. Und dann nachher noch sagst du noch, ja, ich wollte jetzt aber auch mal anfangen mit dem Speedrunnen, weil ja, andere machen das auch und es sieht mega cool aus und ich wollte auch zu dieser Community gehören. Dann sage ich ja, viel Spaß, welches Holz willst du für deinen Sarg?
Hey, das wird ja richtig farbig. Ob der noch da ist, so nach der 1. Muss ich ihn noch pressieren? Ist da bald schon der nächste Termin? Ein Stress. Der einzige Moment, wo ich ein bisschen chillen am Donnerstag, ist da mit euch. So. Da kommt dann mal wieder ein bisschen grün drauf. Natürlich wieder von diesen kleinen da. Das ist bei diesen Minecraft Lego Bausätzen ist das auch so gewesen. Da hast du einfach alles so die ganz kleinen gehabt. Und dann hast du es so falsch zusammengebaut wie jetzt. Und dann haben sich alle gedreht. Also wenn das Jahr fertig ist und wir so viel gestreamt haben miteinander, dann habe ich glaube so 5 cm Hornhaut nachher auf meinen Fingern. Bis am Abend der Gückeli mal anschauen. Ich kann mal für schauen und sonst gehe ich dann einfach im Beck in der Nähe. Dort oben auch noch gutes Zeug. Was nicht schon alle alles weggekauft haben, das ist da oben auch noch so eine kleine Gefahr. Wenn Mittag war beim Beck da bei uns, dann ist einfach ist alles weg. Kommst du vielleicht noch so ein altes Gipfeli über oder ein halbes Branchli. Zum Tilten da. Das Teil nicht richtig hebt. Die kleinen Drähte sind. Aber ist schon cool, oder? Weil es sind so wirklich ganz, ganz feine Abstufungen. Wenn jetzt das noch nicht tun. Wirklich nicht so extrem kantig. Das ist cool gemacht. Und jetzt kommt ein bisschen Water. Water. Very good. Meine Uhr hätte wieder gerne, dass ich laufen würde. Aber ich muss jetzt halt ein bisschen warten. Hey, Bionic übrigens. Ja, salut. Sonic machen wir, ja, voll. Absolut.
Ja, deine Tochter hat es zusammengebaut gehabt. Okay, sie ist wahrscheinlich schneller gewesen wie ich, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Es ist wirklich, es ist recht cool gemacht, auch mit der Anleitung, mit dem Sonic, der unten durchläuft, da. Und dann eigentlich die Achievement Points, sagen wir mal, in Form von Rubinen, die du verteilst, wenn du immer wieder mit einem grösseren Teil abgeschlossen hast hier. Das ist sehr sympathisch, finde ich. Es ist viel Liebe in das Set hineingeflossen, das spürt man schon. Also ich hoffe, die zwei, die das da entwickelt haben, die haben Sonic auch mal gespielt und darum auch ein bisschen eine Passion dafür gehabt und gesagt, hey, das muss einfach mega werden. Und sonst machen wir so lange dran, bis es einfach entsprechend gut aussieht. Und jetzt geht irgendwie schon eben der Schritt weiter von nicht nur zusammenbauen, sondern so ein bisschen das Achievement-Feeling schon währenddessen. Also wenn wir jetzt eins haben, dann vielleicht. Ein bisschen später dann. Jetzt noch gerade nicht, jetzt kommen noch ein paar Wellen da dazu. 1+8 ist es schon gewesen. Ja, der Anfang haben wir auch schön angeschaut. Ja. Ist einfach richtig schön gemacht. Mit dem Cover auch vorne drauf, mit dem Sonic. Oder? Das macht einfach Laune, so etwas. Aber ja, es hat ganz viel von diesen kleinen Teilen. Ich stelle mir vor, das war wahrscheinlich ein bisschen mühsamer für deine kleine Tochter, eben da die kleinen zusammensetzen. Ja, dann willst du ja auch noch, dass sie schön gerade aufeinander stecken, oder? Dass es ein bisschen anständig daherkommt. Früher war das noch separiert bei Lego mit Story äh, und der Anleitung. Okay, das habe ich jetzt nicht einmal gewusst. Du siehst, wie lange es bei mir her ist, seit ich das letzte Mal Lego zusammengebaut habe, bevor ich da wieder mit dem Stream zusammen eingestiegen bin mit euch. Schon etwas trinken. Aha! Ups. Ach, bei den Games, ja, ja. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Heute ist wirklich nichts mehr drin. Oder ich habe früher das mega genossen. Meine PS2-Spiele, die schon ein bisschen älter waren. Oder die ich dann als Occasion gekauft habe, irgendwie über Ricardo oder so. Denen eine neue Hülle zu geben. Dass sie wieder so richtig glänzt haben und neu ausgesehen haben. Ja, heute kannst du die Hülle glaub, gar nicht mehr kaufen. Ich weiß nicht. Oder gibt es das immer noch? Aber das lohnt sich auch nicht mehr, weil eben drinnen ist eh nichts. Oder dann die schöne Halterung für Memory Card bei den PS2-Spielen und so. Ja, da hast so viel immer zu lesen gehabt, oder? Bei diesen Anleitungen hat es aber wirklich riesige Stories drin gehabt. Aber ja, ich verstehe schon, oder weißt der Nachhaltigkeitsgedanken oder nicht noch mehr Abfall produzieren und so. Aber es ist ja kein Abfall. Es ist ja kein Abfall. Der Collectors Editions oder mit den ganzen Artbooks und so. Pipapo. Und noch irgendwie ein T-Shirt, irgendwelche Lithografien und. Crazy stuff.
Ja gut, dann roll du ein bisschen in einer Wohnung umeinander. Da gibt es halt kein Viehstäbli für mich, ist gut. Gibt es halt vielleicht gleich ein Gückeli. So. Noch mehr von dem braunen Zeug da. Dreck! Es ist einfach nur Dreck. Dreck aus Klötz. Aber das ist jetzt, glaube ich, der letzte Dreck hier. Fix go Fischstäbli exen, weißt du? Ja. Kann man bei dir einfach beim Fenster schön vorbeikommen und einfach mitnehmen. Hast du auch irgendwie so Takeaway-Geschirr oder klatschst du es einem einfach auf die Hand und dann rein mit? Ins Gesicht. Ich frage mich, für was die Stäbli da sind. Ob die wirklich irgendwie einen Zweck erfüllen am Schluss. Mysteriös. Du hast wirklich Stress jetzt gerade. Dass ich einfach da hocke. Ich will jetzt einfach wirklich mal chillen. Hey. Und jetzt kommt da noch so ein Braunes drauf. Dann dunkles Grün. Gut. Weißt du, ich stehe unten, wenn du im zweiten Stock bist, dann stehe ich unten dran, einfach so. Dass es nicht in die Hand geht, geht hoffentlich ins Maul. Voll gut. Schön Fischstäbli mampfen. Ja, ist schon klar, dass das jetzt eine grossartige Vorlage war. Es sind schon ein paar Dirty Minds da. Hey. Die sind einfach schlimm. Ich kann nichts mehr sagen. Nicht mehr. Du wirst gerade auseinandergerupft. Ich habe nichts Zweideutiges angedeutet, überhaupt nicht. Also wie kommst du jetzt drauf? Also niemand hat etwas zweideutig verstanden. Sicher nicht. Ah, das ist schön, das geht richtig fix hier. Ah, das ist richtig zen hier.
zwar keine Ahnung, was es gibt, aber es sieht so nach Hängebrücke aus oder so. Könnte sein. Ich habe übrigens schon wieder mit der Mandalorian angefangen. Jetzt habe ich es erst gerade gesehen, jetzt muss ich schon wieder reinziehen. Das ist schlimm. Ich habe es eben viel später gesehen als die meisten von euch wahrscheinlich, weil es ist ja schon ewig draussen. Aber es ist einfach zu gut. Ich finde den subtilen Humor finde ich toll. Aber nicht so übertrieben ist einfach. Es ist einfach so ab und zu bist du ein bisschen am Schmunzeln. So wie es am Schluss einfach aussieht mit den Farben auch. Ganz cool. Hängematte, Mann, fies. Das traust du dich echt einfach da in den Chat zu sagen. Vor all diesen Leuten, die jetzt am Eis wieder anfangen zu arbeiten. Oder am Arbeiten sind, wie ich. Mal schauen, wie kann ich da in die Bandliste rein da. Schade, ich finde sie gerade nicht. He? Nochmal Glück gehabt. Nein, ist alles okay. Du hast ja gesagt, du hast deine Arbeit fertig. Dann dürfen wir auch ruhig mal chillen. Was meinst du, ich mache eigentlich nichts anderes, wenn ich mit dem Arbeiten fertig bin am Abend. Ich kann sicher niemand bannen und wieder auf der Hängematte chillen. Ich fühle mich geehrt, dass du auf der Hängematte chillst und nachher ein Lego schaust hier. Sian, jetzt kommt das da. Jetzt haben wir da.
Dann haben wir ein weiteres Level. Abgeschlossen. Yeah! Gibt es nochmal einen Rubin hier. Also ein Kristall. Und wir haben nochmal ein Level abgeschlossen. Cool. Und richtig schön daher. Jetzt als nächstes gibt es noch hier der Looping. Und es sieht eben ganz danach aus, als wäre es etwas Größeres. Das heisst, wenn ich da mal den Sack noch vornehme, ist ein bisschen mehr drin. Wir würden jetzt doch 4 Minuten zu früh aufhören. Jetzt mache ich das auf, dann habe ich alles sortiert und dann ist nachher gleich fertig. Das wäre auch irgendwie schade. Dann haben wir wirklich für das nächste Mal, wissen wir gerade, wo wir sind, können direkt loslegen. Und würden jetzt an dieser Stelle eigentlich dann aufhören. Aber ich finde, wir haben ganz viel geschafft. Einerseits natürlich mit der Orchidee, die ich schon überverachtet habe. Die sehen ihr dann sicher das nächste Mal wieder hinten oben auf unserem Regal drauf. Richtig cool. Looping Louis. Ja, nein, ja, sorry. Ich bin Brack. Nein. Also, ich gehe jetzt zuerst mal etwas zu essen holen und dann habe ich Termine und dann arbeiten. Und dann irgendwann am Abend heim. So sieht es aus. Ja. Aber es war mega cool. Merci vielmals, dass ihr heute wieder reingeschaut habt, dass ihr ein bisschen die Mittagspause mit mir verbracht habt und unserem verwirrten Krabby Boy hier. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder und bauen an unserer Sonic Bahn hier weiter. Die schaffen wir ziemlich sicher als nächstes Mal noch fertig. Würde ich fast schon wetten. Dann wünsche ich euch jetzt am Nachmittag ganz eine gute Zeit. Geniessen die Sonne, geht ein bisschen wieder auf welche Hängematte, wenn ihr schon fertig seid mit Arbeiten. Und sonst nehmt ihr einfach den Laptop mit auf die Hängematte und chillt jetzt dort ein bisschen. Merci vielmals euch und gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Habt's gut. Tschüss miteinander.